Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir, Chili Hero. Das heutige Pack habt ihr sicher schon das ein oder andere Mal in meinem Stream gesehen. Und da es vielen von euch gefallen hat, habe ich mich dazu entschlossen, das jetzt auch zu releasen und natürlich da auch meine ehrliche Meinung dazu abzugeben. Denn das Pack stammt von einem sehr guten Freund von mir, Ploppy. Ich denke, die eine oder andere Person kennt ihn auf jeden Fall. Ja, ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß mit dem Video. Guckt gerne bei Ploppy vorbei, lasst eine positive Bewertung da und wir sehen uns nach dem Intro. Und die erste Runde spielen wir auf der Map Violet Keep. Wie ich angetönt habe und natürlich wie das auch im Titel steht, ist das Ploppy 1K Pack. Aber mit 1K ist, glaube ich, nicht YouTube-Subs gemeint, sondern Twitch-Follower. Und an dieser Stelle natürlich dann noch, ja, herzliche Gratulation Ploppy, falls du dieses Video siehst. Ja, Glückwunsch, du hast es auf jeden Fall verdient und ich gönne dir von ganzem Herzen. Da ich das Pack dann halt bei ihm gesehen habe und das Video an sich auch schon mega geil war, also wirklich da auch noch Props an den Cutter, ja, habe ich mich dann dazu entschlossen, das Pack in die Bedrock Edition zu porten und dann dort zu benutzen. Und ich habe das dann mal im Stream benutzt und das tat mega viele Freude dann. Und deshalb bin ich jetzt zu dem Entschluss gekommen, sage ich mal, dieses Pack jetzt auch zu releasen, beziehungsweise halt, ja, Credits gehen an, ich weiß gar nicht, ob das Pack von Ploppy selber gemacht wurde oder von zusammengemixt. Auf jeden Fall, ja, Props gehen an den Creator, egal ob Ploppy oder jemand anders. Das Pack, wie gesagt, ich habe ja auch schon im Stream erwähnt, bin großer Fan davon. Und was genau diese Gründe sind, wieso ich jetzt eben Fan davon bin, kann ich euch gerne gleich erklären. Erstmal kurz ein bisschen Abstand zwischen denen und uns bringen. Ja, okay. Guten Flug wünsche ich. So, als erstes natürlich Pack sehr clean. Ich liebe clean Packs. Ich weiß, clean ist ein komischer Begriff, weil man kann halt verschiedene Sachen darunter verstehen, sage ich mal. Aber ja, doch, ich würde das schon als sehr, sehr clean bezeichnen. Zum Beispiel jetzt, wenn wir das Schwert betrachten, also einfach die Outlines sind sehr klar definiert. Auch bei der Picke, wie gesagt, sehr, sehr klar definiert mit so kleinen Teilchen. Und das ist halt etwas, was ja, mir persönlich sehr gut gefällt und da so einen geilen Touch dazu gibt. Welche Farbe das Pack hat, kann ich nicht genau sagen. Ist wahrscheinlich so grau-mäßig, grau-blau-mäßig, ja, wahrscheinlich blau. In guten Kombinationen gesetzt. Und das Favorite-Ding an diesem Pack ist auf jeden Fall das Sky. Also wir können uns den ja mal kurz angucken. Genau, er ist sehr, sehr hochauflösend. Also wenn man hier hinguckt und ein bisschen in die Ferne guckt, dann sieht man auf jeden Fall nicht einzelne Pixel, sondern das sieht aus wie so ein, ja, wie ein sehr schlüssiges Bild. Und das ist mir extrem wichtig bei Skys und da, ja, ist das natürlich ein Volltreffer. Die Ärzte sind sehr Skywars basiert. Natürlich, das Pack ist natürlich obviously ein Skywars Pack, denn der gute Ploppy ist ja auch Skywars Streamer bzw. YouTuber. Und da braucht man natürlich auch ein geiles Pack, das gut für Skywars geeignet ist. Hallo, das ist der letzte, der noch übrig ist. Okay, der sieht mir jetzt nicht so gut aus. Sieht mir tatsächlich sogar ein bisschen laggy aus und damit haben wir die erste Runde gewonnen. Und ich würde sagen, wir haben direkt noch eine zweite Skywars-Runde hinten dran, damit ich euch noch ein paar weitere Items zeigen kann und auch vielleicht mal darauf eingehen kann, was mir vielleicht nicht so gut gefällt. Zweite Runde, zweiter Win hoffentlich. Und natürlich geht es gerade weiter. Die drei Favorite Items habe ich tatsächlich jetzt schon erwähnt. Das wäre eben einmal Schwert, Picke und Himmel. An sich insgesamt einfach ein gutes Allrounder-Pack. Leider ist es ein bisschen blöd, dass man zum Beispiel in Hive keine ja, Lava und so weiter sehen kann, weil hier halt ohne Lava gespielt wird. Deshalb können wir uns ja mal überlegen, ob man vielleicht zünftig für so Packs und so auch mal zum Beispiel auf Rush Nation spielen könnte für das Pack Review, 1-2 Ründchen, weil man da halt auch nochmal eine komplett andere Ansicht von verschiedenen Items sieht, die man vorher vielleicht noch nicht gesehen hat und die vielleicht auch noch ganz wichtig sind fürs Spielgeschehen. Aber eigentlich so für die Grundübersicht, denke ich, passt das eigentlich ganz gut. Zudem sind das natürlich auch die Items, die ich halt einfach am meisten verwende, weil ich halt, okay, jetzt momentan zwar nicht, aber sonst eigentlich meistens Skywars spiele. Genau, da sind wir sogar schon beim Thema. Ja, es kommen ja momentan nicht so viele Videos, leider. Also ich war auch auf jeden Fall auch schon mal aktiver.
das hat leider momentan einen einzigen Grund und dieser Grund ist einfach Skyblock. Dieses Game ist unglaublich zeitintensiv und irgendwie habe ich daran Nadeln gefressen. Ihr habt sicher schon in Streams von mir mitbekommen, dass ich da manchmal auf Skyblock gespielt habe. Es spielen auf jeden Fall auch viele andere Skyblock, das habe ich auch mitbekommen. Aber ja, es ist halt wirklich, Skyblock ist so ein intensives Game. Deshalb wollte ich eigentlich auch anfangs nicht anfangen. Und dann halt, wenn man einmal drin ist, dann, ja, dann ist halt, geht so viel, oh mein Gott, Nemo, geht so viel Zeit drauf, nur damit man diesen, ja, damit man seine Insel ein bisschen weiterbauen kann. Das ist natürlich nicht so gut. Aber zurück zum Pack. Was gefällt mir denn nicht so? Und ich habe mich natürlich ein bisschen mit dem Pack auseinandergesetzt, habe das in der Welt angeguckt und so weiter. Und okay, da kommt einer. Vielleicht habt ihr es, oh mein Gott, och nö. Vielleicht habt ihr es ja schon, warte, wir müssen hier in die Ecke, dass er uns nicht wegnehmen kann. Vielleicht habt ihr es ja schon ein bisschen gesehen. Und zwar bin ich nicht so Fan von dem GUI, sag ich es mal. Och meine Güte. Nicht das ganze GUI natürlich, aber vor allem dieses Inventar halt. Ja, okay, das war's mit mir. Oder das war's vielleicht auch mit ihm. Krank. Holy, okay. Genau, also dieses Outline ist irgendwie nicht so meins, ist ein bisschen zu basic. Also hier dieses Scroll-Rädchen und so weiter mit den Herzen. Die Armor-Rüstung, also die Rüstungsbar sieht ganz cool aus, finde ich. Aber von dem Rest bin ich jetzt nicht so Fan. Aber I mean, das kann man ja entweder easy changen. By the way, da danke für die Chest. Wollen wir uns hier, warte, was droppen wir am besten, damit wir gegen ihn fighten können? Die Frozen Boombox. Hallo. Wollen wir mit einer... Ey. Okay, komm her. Schaffen wir ihn noch runterzuholen und dann machen wir... Oh, wir haben keine Schneebälle. Ja, belastend. GG. Ne, aber das Pack ist auf jeden Fall mega nice. Mir ist gerade eingefallen, dass ich ja gar nicht auf First Nation wirklich Skywars zeigen kann, weil die Runden soweit eigentlich nicht voll werden und ich ja gar kein Join-Me machen kann. Ja, deshalb wird das wohl in nächster Zeit nichts werden, aber so an sich die Idee ist maybe doch ganz smart, dass man vielleicht auch mal auf andere Server geht, außer auf Hive. Insgesamt ein sehr solides Pack, für den einen oder anderen sicher die richtige Option. Besonders mit dem Sky eine richtige Bombe von Pack. Ladet euch das gerne runter, falls ihr den Java-Link haben wollt, findet ihr den auch unten in der Videobeschreibung. Checkt Ploppy ab, sehr ein angenehmer, korrekter Dude auf jeden Fall. Streamt auf Twitch, also falls ihr da Bock habt, da mal vorbeizugucken. Dann lasst euch da auch den Link in der Beschreibung, falls ich es da nicht vergesse. Für die nächsten Tage sind aber noch andere Videos außer TP Now geplant. Also ich habe auf jeden Fall vor, UTP noch eine weitere Folge davon zu machen. Eine Folge von Skywars Tipps auf Hive auf jeden Fall, weil das halt schon lange vor, habe ich aber noch nicht geschafft bisher. Und maybe auch noch irgendwas auf First Nation oder so. Oder zu anderen Server, beispielsweise Ryze. Aber da werden wir auf jeden Fall sehen, was da noch auf uns zukommt. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Das Video war wahrscheinlich ein bisschen chaotisch. Ich habe jetzt wirklich auch eine Woche oder so nichts mehr aufgenommen, Gameplay-mäßiges. Falls ihr keinen weiteren MCPE/BE-Content mehr verpassen möchtet, dann lasst doch gerne ein Abo da. Supportet mich unglaublich und geht nur ein paar Sekunden. Und natürlich könnt ihr das ja auch jederzeit wieder entfernen, sollte ich euch zu langweilig werden. Ich bedanke mich fürs Zusehen und freue mich aufs nächste Video. Bye!